Shigure ist geschlagen, Rokuro der strahlende Sieger. Doch wie geht es nun weiter? What's the matter? Why are you crying? I'm not crying. Okay. Okay? Is that all you have to say? What's wrong? You really are crying. You and Shigure. You were brothers, but... Oh, that. It's really nothing to shed tears over. How can you pretend it's not important? Don't tell me it's because you're a demon. You went and answered your own question. So you will say it's because you're a demon. No, that's not the answer, actually. It's not because I'm a demon. It's because we're swordsmen that I'm not sad. Huh? When we fought, when we both really fought, I got this sharp, vivid feeling that pierced straight to my core. When we were both throwing ourselves wholly into the battle, we wanted to keep on fighting forever, like an unquenchable thirst. That's a feeling we only got from each other. Lord Shigure did seem to be enjoying himself. I feel like I can understand it a little better now. But I'll never comprehend it. That's for the better. If you did, you'd end up like us. Probably so. I wonder when I'll be able to have a match like that again. You won't have to worry about that. Hmm? Just as you worked so hard to defeat Lord Shigure, another swordsman will do the same to defeat you. You're not wrong. Your positivity reminds me of him. Now I'm suddenly craving a cup of Yozakura Anmitsu. Yozakura Anmitsu? Cherry blossom flavored sweet bean paste, black sesame ice cream and fruit. It was Shigure's favorite. That's kind of hard to picture, but I'd like to try it. Let's settle then. When this is all over, I'll take you out for some. I look forward to that. Then make sure you come back alive, alright? You too, Rokuro. Yozakura Anmitsu. I won't forget. Ich schon. Ist ein richtiger Zungenbrecher, das Wort, das Gericht. Egal. Hier noch nichts Neues. So, was hat die Katze, die nicht Rolo ist, zu sagen? You should get out of here while you still have the chance. If things get hairy, I'll run. But please, let me stay here a little longer. I owe Shigure for giving me back my free will. And he always did hate to be alone. I never knew that. You didn't? Weren't you his brother? We never had time to think about anything other than our training. I'm sorry. I didn't mean any insult. He lived and he died according to his own beliefs. That has to be good enough. Humans like that are not so bad. I suppose we aren't. You're a funny sort of Moloch, aren't you? Thanks for the compliment. Kein Problem. Aber ob es ein Kompliment war, ist wohl ein anderes Thema. Tja, eine erledigt. Einer fehlt noch. Beziehungsweise eigentlich 3 erledigt, mit Oscar und Theresa. It's scorching. No, it's torrid. Wait, no, it's hot! Can you please stop making a fuss? Anyone who can keep their cool inside a volcano needs their head examined. I can feel the power of the Earth Pulse flowing upward. This is the life spring. That's odd. Melchior isn't here. Have you devoured even Shigure, Lord of Calamity? But remember, the only exorcists whose souls are worthy of sacrifice are Shigure, Oscar, Theresa, and me! He's above us, at the volcano's peak. With 3 souls, you can only awaken 3 Empyreans. That won't be enough to seal Innominat's power. If you are missing even one, awakening them will cause this volcano to explode, with you inside it. If you seek to awaken all 4 elemental Empyreans, then come. Try and take my soul from me!
What do you think, Magilou? Trap. Melchior's greatest strength lies in his power over ice. I only wish we could lure him down here. But we dare not forget. He's an exorcist who spent years plotting to awaken Innominat. Exactly. He could be capable of anything. It'd be dangerous to assume otherwise. Maybe this is the wrong time, but Magilou, you're related to Melchior, right? You'd better believe it's the wrong time. Long ago, I was Magilanica Loom Maven, Melchior's foster daughter, and before I was cast out, his disciple. Magilanica? The lost legate! So even after 10 years, my name still lives on. I'm impressed. You must have commanded a lot of respect. Not in the least. The relationship between Melchior and I was like that between Velvet and Artorias. The debts owed, and the grudges held. Velvet, you don't have to believe me. You may never believe me. But I tell you now, I want to settle my— I don't much care about the affairs of a witch, now do I? I'm going to the peak to find him. Just doing what I want, like always. Yep, that's right. And I'm going with you, like always. Also nicht Blutsverwandt nach dem Zeit. Da. Wo kann ich hier hin? Ah, Höhleneingang, okay. Na klar, ist da oben noch. Ist ja klar. Heißt aber auch, dass eigentlich der Berg sowieso nicht explodieren darf, wenn hier noch so viel los ist, von wegen, ja, da oben ist noch eine Armstufe Rohmonster und so. Melchior, jetzt noch theatralischer Auftritt, ja gut, ich will ihm sowieso die Fresse polieren, von dem her passt's ja. Ganz ehrlich, von allen Legaten, allen Exorzisten, eigentlich sogar von allen Charakteren im Spiel will ich unbedingt ihm die Fresse am meisten polieren. Alter, habe ich einen Hass gegen den Typen. Das glaubt ihr mir gar nicht, Freunde. Also Hass wird ein bisschen übertrieben gerade, aber Verachtung, der trifft schon ziemlich gut. Ich bin gespannt, er ist dann noch relativ weit weg, wie es aussieht. Andererseits, 3 Ebenen, ja. Mal schauen, wa? Das ist bereits diese Folge, wo wir gegen ihn antreten, er später, hier glaube ich, war. Mit Trillpuppe, nee. Die Macht über das Eis. Das ist ein bisschen seltsam, haben wir ihn jemals gesehen, Eis einzusetzen? Wow, aber ist du für ein großer? Hier ein No-Minute. Oh Mann. Ja, die ganzen Hüte, wa? Are you alright, Velvet? I'll eat Melchior, and our collection will be complete. I'm not worried about that. I'm worried about you. You collapsed after the thing with Teresa and Oscar, remember? You wonder if I'm fine after eating Shigure. It's not a problem. But wasn't Shigure a lot more powerful than they were? But look at me. I'm fine, right? Does it seem like I'm faking it? No. I think I'm just used to it. Both my body and mind. You're not just used to it. You've changed. Hmm? Just as I changed after finding my free will, you've gotten stronger through our travels too. You faced down many sorrows and hardships, and overcame them all. Did I though? You did. And that's why I'll make you a quiche later. Could you make pudding too? Sure. But are you just trying to butter me up so I'll cook for you? Well, I mean, yeah. How did you know? You really have grown a lot, haven't you? All right, let's go and find me some Melchior to eat. Yeah! Ja, Melchior fressen, lecker. Nee, eigentlich nicht. Der wird ja schmecken. Piece of cake, it's a cinch. Piece of cinch, it's scorching, it's freezing, it's scorching.
What are you muttering about? You told me to chill out when I complained about the heat. Is that still bothering you? I heat up quickly and cool down slowly. I'm not bothering anyone, so go on, get lost! That's even more annoying. I mean, come on. If it's both hot and cold, it's not scorzing. It's freeching, clearly. That doesn't sound like me at all. Wait, that's not even my point! My skin feels like a frozen shell, but somehow my insides are boiling! This is miserable! It should be one or the other. I can't stand this fence-sitting! Oh? Well, so what about the pineapple and sweet and sour pork? Gross! A sweet omelet? A crime against nature. Chocolate-covered raisins? Whoever thought up dried grapes should be hanged! Well then, what about peach pie? I don't see what you're getting at! What about yourself? Utterly vile. Doesn't that make you a fence-sitter? That's why I'm having you eat that old man and shove him into the life spring. I hope you learn to like yourself. Don't try to embarrass me. Ja. Oh Mann, ey. Rosinen, was ich gerade gelesen habe. Ich muss gerade an einen anderen Let's Player denken. Wegen Rosinen so. So schlecht sind Rosinen gar nicht. Irgendwie. Es kommt nur drauf an, welcher Konsistenz, oder? Wenn sie so schwammig sind und so. Kann ich es gut verstehen, aber allgemein. Aha, ja. It's a trap? It's a fucking trap. Nee. Wo geht's denn hier hin? Ah, das scheiß Ball kann ich noch nicht nutzen. Verdammt, wo ist denn das Teil? Da oben irgendwo bei. Ihr wisst schon. Bei Melchior. Lord Melchior. Dem Arsch Nation. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Mich kotzt der Typ sowas von an. Es ist ungeheuerlich. Tja dann, rein in die gute Stube. Wo wäre die heiße Stube? Leck mich am Arsch. Gut, da heißt so, Kessel geht bereits wieder hoch, okay. Ja, Frage, wa? Gegen den Kämpfen dieser Folge, nächste Folge. Also ich werde nicht mehr groß trainieren, weil ihr habt es gesehen, im Kampf gegen Shiguren haben wir auch relativ lässig platt gemacht. Und einen einzigen Trank des Lebens, also vielleicht wird Melchior amatisieren, okay. Aber Shigure war ja eigentlich auch ein bisschen verstärkt von dem her. Und Amatisierung ist ja eigentlich gerade eine Verstärkung. So gesehen. Mehr oder weniger der gleiche Effekt, nur halt ein bisschen anders genutzt. Die Amatisierung. Melchior hat sie erfunden. Ich frage mich nur, wie denn überhaupt die Jahrtausende überdauert hat. Vor allem halt auch bezüglich, dass irgendwie, ja, Layla diese Kunst ja auch in Zestiria hatte. Beziehungsweise Amatisierung sogar Hildalf konnte, so glaube ich ja auch, dass eigentlich die Amatisierung von Mautilus kommt. Aber Mautilus und Melchior sind garantiert nicht die gleichen. Nie im Leben. Deswegen bin ich, glaube ich, zu Recht ein wenig verwirrt, wie denn das ganze Konstrukt sich ja, verbreitet hat, sag ich jetzt mal. Weil eben, ne, so die Exorzisten unter den Malak generell nicht gerade so beliebt. Daher ist schon fraglich, warum es dann andere Malak, beziehungsweise natürlich Seraphim geben sollte, die dann trotzdem diese Amatisierung nutzen. Und wir wissen ja aus der Serie, für eine erfolgreiche Amatisierung braucht es natürlich auch die Gegenstände dafür. Ich bin gespannt, der Melchior wird garantiert amatisieren. Er hat es erfunden. Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, nee, es war Melchior. Oh nein. Der Peter sagt mir nicht, dass Melchior ein Schweizer ist. Nee. Da müsste ich mich an Grund und Boden schämen. Oh yeah, Roter Lavendel, Angriff um 3. Machen wir Acen. Guck gerade mal, wa? Reihenfolge, ich hab's mal erwähnt, ich würde es doch gerne mal. Ja, ich weiß. Okuren, erster Stelle, Acen kommen sowieso dran, das muss man gucken. Ha, Velventul haben ein bisschen zu viele, kann aber auch aufpumpen.
Eleanor hat leider auch ein bisschen wenig. Ich könnte zwar Eleanor hinschicken. Genau, und wenn ich Eleanor und Velvet am Beginn des Kampfes erst noch ein bisschen aufpusten bezüglich Essa. Damit die da voll sind und dann kommen die, ja, liegen halt mit Velvet wie gewohnt los. Dann Eleanor, Luffy, Ace und die beiden natürlich auch direkt nach. Und alle ein bisschen zu wenig hätten, wa? Was oben durch. Ja! Alter. Scheiß Viecher. I'm not sure what Melchior is really capable of. What kind of man is he? To put it short, he's the Exorcist's shadow. Their shadow? They're supposed to be free of malevolence, but they're only human, and so are those who they want to save. But sincerity and conviction alone won't save the world. To remain free of malevolence, they need someone to do their dirty work. A shadow. I see. And that's Melchior's job. During all my time at the Abbey, I was never aware of what he was really doing. So, why hasn't he succumbed to malevolence? Because his belief in the Exorcists as the saviors of the world is pure and unyielding. It is a mountain of ice that will neither boil, nor melt, nor break. I know the depths of his frozen heart all too well. Wait, does that mean you? Yes. Melchior was raising me to be the shadow for the next leader of the Exorcists. Artorius himself. But that was a terrible mistake. I was unable to live up to his expectations. So if things had gone as he planned, we'd be fighting you instead of Melchior. I'm glad that didn't have to happen. True. If Magilou was running the Abbey... They would be completely unpredictable. That would be fearsome. Maybe. But doesn't that sound like a whole lot of fun? So Melchior was my shadow too. Oh, feeling too sympathetic to fight him? I wouldn't say that. There's nothing to be sad about. Removing shadows is part of a shadow's job. Even if I'm a failed shadow, I'm still a witch and I cast a deeper darkness. Da fragen wir doch direkt, wenn Melchior der Schatten der Abtei ist, der eigentliche Anführer der Exorzisten. Erstmal, wie lange gibt es über die Exorzisten bereits? Weil er war irgendwie auch ein Freund von Artorius' Mentor. Und vor allem, wie alt ist er denn? I can see the peak just ahead. If Melchior's anywhere, he's there. Be careful. That crafty old buzzard is nothing like Shigure. He won't fight us head on. Das fürchte ich auch. Siegeschancen! Sind bereits, wa? So wie es aussieht. Da geht's ja noch irgendwo hin. Is victory for us really possible? We're facing the legate, Lord Melchior. I'd give us around 4 to 1 against. 4 to 1? Are our chances that slim? Almost every trick I or any current exorcist knows can be traced back to him. If I throw out 3 hearts at once, he'll pull 6 out of his hat. He knows our capabilities and he's got far more power. 4 to 1 might be generous. I suppose you're right. However, we have Velvet, the boy, and Rokuro. Who knows what value they'll add when they run amok? It's impossible to calculate, but if luck goes our way, our chances will rise considerably. Right. We are challenging the hardest possible foe. But I'm only talking about a straight-up fight. Knowing Melchior, he'll have some nasty tricks. No matter how you analyze it, the outlook is grim. Aizen, you too? What's wrong with a level-headed look at things? Careful consideration could give us the tool we need to turn the odds in our favor. After all, Magilou, forewarned is forearmed, right? Yes, that's true. Even still, we won't find a weakness in him. Let's take another hard look. What we need might be lying right at our feet. At our feet, eh? I'll keep my eyes on the ground as we walk then. Ist der echt so verdammt stark? Wir werden es bald herausfinden. Uah! Scheiße. Da wurde jetzt echt nicht, Entschuldigung. Ist voll von mir gespawnt. Ah, nee, ich schätze, diesen Part jetzt nicht zum Melchior als Gegner.
Magilou eigentlich auch zum Kampf einsetzen, wa? Gegen den großen Bösen Lord Melchior. Where in the world do you hide all of that paper? Here? Ja, das ist ein Papier, wollte ich gerade auch mal sagen, ist auch ein netter Hinweis. Also so wie, ich habe schon mal gesagt, dass ich eine Vermutung habe, wer Laphicet, sprich Vieh, in Cestiria ist. Und wenn das stimmt, würde es auch erklären, wieso Layla eigentlich da mit ihren Papieren kämpft. Weil eigentlich von dem her sind sich Laphicet und Layla doch ziemlich ähnlich. Wenn wir ehrlich sind. So, hier ist noch einer auf der Seite. Kann ich sicher rüberboarden? Ja, kann ich. Erstmal das Board aufladen und dann mal gucken. Ja, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Es nimmt mich schon Wunder, was es denn da gäbe. So, aber ich denke schon die Erweckung der Imperia. Die könnten noch so 1-2 Folgen dauern. Also, wenn sie nur aus dem nächsten Part gegen Melchior antreten werden, das schon, aber ob denn, ja, die Opferung direkt am Anschluss stattfindet oder wie das genau sein wird, ist natürlich ein anderes Thema. Oh, der Fokus ist ziemlich hoch. Das gefällt mir ein Esser weniger. 5 wird eigentlich noch reichen. Dann sind nur um 40 dafür. Ja, man müsste schade, braucht eigentlich auch kaum. Naja, warte mal noch. So. Das sind ja auch alles Malax, wa? Offenbar. Nee, muss eigentlich Dämonen sein. So. Dankeschön, das kann ich wieder boarden. Und die Abgründe überwinden. Yeah, yeah, yeah. Velvet Crow, wie geht's denn so? Yeah, Velvet Crow, Velvet Crow. Das ist der Velvet Crow Fanclub. Yes. So, wo geht's hier hin? Das sieht noch interessant aus. Elixier kann man zwar immer gut gebrauchen. Aber sonst gibt es hier nichts mehr. Magilou in der stärkeren mystischen Art. Aisen ist eh schon voll. Die Zeit noch nutzen, ein bisschen zu trainieren. So 1-2 Kämpfe, auch um die Essen noch aufzufüllen, damit er kein Elixier so etwas verwenden muss. Wäre eine Möglichkeit. Und schon sind sie geschwächt. Wir eigentlich mal ausweichen. Hallo, ausweichen, ausweichen. Yeah, yeah, yeah. Aua! Vieh? Was treibst du da, Vieh? Vieh, was treibst du denn so, Vieh? Vieh, was treibst du mit so Vieh? Nee. Ha. Ja, mir, dankeschön. Wir lernen nicht mehr viel. Vieh allerdings wird irgendwie mal wieder angegriffen vom nächsten. Gefällt mir jetzt gar nicht. Wow, was für ein Level-Up für 49. War schon 50. Hey, bin eine Truhe hier? Ernsthaft jetzt? Mir fehlt eine Truhe hier.
Turning erhöhen, ja, doch, Vieh. Maximal KP, auch wieder mal Vieh. Ja, ich weiß, ich möchte gerne Laphicet genannt werden. Auch deswegen, weil ganz ehrlich, Laphicet als Name, der kriegt sicher noch einen anderen Namen. Wenn man so überlegt, vielleicht habt ihr schon eine Vermutung, wer Laphicet bzw. Vieh wohl in Zestiria sein könnte. Hä, mir fehlt ja eine Truhe, wie kann das sein? Wow. Alter, ist auch egal. Zurück hier. Part ist eh vorbei. Jo, nächste Folge würde ich sagen, Kampf gegen Melchior. Die Weckung der 4 Imperial, wir werden sehen. Alter, das bisschen Anlauf hat schon gereicht. Wir haben ja damals den Kopf drüber zerbrochen, wegen, ja, wie kann das Ganze funktionieren, darüber zu kommen mit dem Board und so. Vom Stand aus natürlich nicht, ist egal. Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, levelmäßig. Ja, könnte besser sein, könnte auch schlechter sein. Nächste Folge vielleicht gegen Melchior, vermutlich werden sehen. Nochmal gucken. Ja, nur hat 4, Magilou hat erst 3, verdammte Axt. Ein bisschen mehr Ace, weil nochmal gegen den Gegner antreten war. Jo. Und dann hauen wir hoffentlich Melchior endlich mal so richtig schön die Fresse voll. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen. Bleib weg von mir, ja? Nö, ich bin jetzt mal ein Part. Wieso kommt er nicht? Hä? Ah ja, er hat Angst vor dem Herrscher des Unheils. Ist irgendwie nachvollziehbar. Egal. Tschüss.